So, guten Morgen. Heute gibt es mal wieder ein Video zu einem neuen Spiel. Ich habe mir Jurassic World Evolution 3 gegönnt. Wir spielen jetzt das einfach das erste Mal. Die alten zwei Teile haben mir relativ gut gefallen. Bin nicht so weit gekommen zwar, aber gut gefallen ist mir schon. Bin grundsätzlich auch Fan von Dinosauriern und all dem Zeugs da. Dann schauen wir mal, was es Neues gibt, wie sie sich weiterentwickeln. Aha. Ja, das ist doch schon mal eigentlich gut. Jetzt muss ich sicher mal akzeptieren, sonst kann ich es ja nicht spielen. Ich muss das 8 scrollen, sonst kann ich es nicht akzeptieren. Toll. Grafik, gehen wir mal auf Ultra. Musik. Musik nehmen wir mal noch jetzt zurück. Bleiben wir aber drin. Kann ich da irgendwie auf lizenzierte Musik stumm schalten? Ja. Wahrscheinlich auch wieder das Problem mit Urheberrecht. Game. Spiel laden können wir auch nicht. Kampagne. Herausforderung, Sandkasten. Wir müssen aber Kampagne spielen. Genetische Macht. Die größte Macht, die der Planet je gesehen hat. Mit ihr haben wir den Lauf der Naturgeschichte geändert. Wir nahmen etwas aus fernen Zeiten und zeigten es der ganzen Welt. Komme, was da wolle. Manchmal war es eine verlockende Vision. Flüchtige, kostbare Einblicke in ein friedliches Miteinander. Mit Betonung auf flüchtig. Doch als die Natur uns einen Ausweg bot, sahen viele nur eine Tragödie. Gier rettete die Saurier vor dem Vulkan, doch sie endeten in einem Käfig. Aber Mitgefühl war es, was sie befreite, damit sie sich auf der ganzen Welt ausbreiten konnten. Jetzt liegt es an uns, den Platz zu teilen. Aber schaffen wir es dieses Mal, mit der Natur zusammenzuarbeiten? Findet das Leben endlich einen Weg? Ja, ich gehe mal davon aus, dass ja, das Leben findet einen Weg. Ödland und Dana. Dann bist du jetzt am Laden, du Kampagne. Wenn die Evolutionsgeschichte uns eines gelehrt hat, dann, dass sich das Leben nicht eindämmen lässt. Genau. Das Leben bahnt sich einen Weg. Das hat es wieder und wieder getan. Hürde um Hürde wurde eingerissen, bis wir schließlich hier ankamen, in dieser Welt. Es gibt nur noch den Weg nach vorn. Keine andere Möglichkeit, als mit den Sauriern zu koexistieren. Vor uns liegt ein steiniger Weg, aber vielleicht weniger steinig mit der richtigen Führung. Ah, da komme ich ins Spiel.
Willkommen, willkommen. Ich bin Cabot Finch, natürlich. Geschäftsführer dieses neuen Unternehmens und Eigentümer dieses netten Fleckchen Ödlands. Nur zu, sehen Sie sich um. Atmen Sie. Ach, die frische Luft. Eindeutig weniger frisch am Pflanzenfressergehege. Hey, wie nennen Sie die ganze Sache hier nochmal? Dim? Dean, das Dinosaurier-Integrationsnetzwerk. Sehr erfreut. Ich bin Kira Chang. Wir helfen Sauriern und Menschen weltweit zu koexistieren. Und ich suche nach Kunden, die unser Ziel teilen. Also soll ich jetzt die umherstreifenden Velociraptoren, die ich auf dem Weg hierher gesehen habe, ignorieren und nur auf die schäbigen Gehege achten, ja? Wow, ich bin begeistert. Bitte, Doktor, sehen Sie sich den Lageplan an. Öffne den Lageplan. Da. Danke. Mit der Karte überblicken wir nicht nur das Gelände. Sie zeigt auch an, dass die Raptoren nicht mehr in der Nähe sind. Wir haben Zeit. Oh ja, viel Zeit. Klar, bis sie eben abgelaufen ist. Alles klar. Also schön. Machen wir weiter mit der Vorführung. Also verlassen, da. Um den Anfang zu machen, werden in Kürze einige gerettete Tiere hier eintreffen. Nutzen wir doch eine Lieferzone, um sie alle auf einmal zu transportieren. Das spart Zeit und noch besser, eine Ladung Treibstoff, ha? Das dann, da vernünftig, ja. Das ist meine Lieferzone da. Gehege. Lieferzone. In den vorgehobenen Bereich setzen, also hier. So. Okay, perfekt. Schicken Sie den Heli zur Lieferzone, sobald er hier ist. Wo ist der Heli? Saurierlieferung. 6 Dinosaurier transportieren. Zustellung im Gang. Also daher oder wie? So. Ausgezeichnet. Die Lokiceratops sind auf dem Weg. Wo? Und der Pilot hat gesagt, dass an der Gruppe etwas Besonderes ist. Okay. Also bin ich gespannt. Hier gibt es einfach auch gerade. Ah, ein weiterer wichtiger Gast ist eingetroffen. Dr. Dua, willkommen in Montana. Vielen Dank für die Einladung. Ihre Absicht, die Saurier zu unterstützen, hat die Aufmerksamkeit des Tierschutzsektors erregt. Ich hoffe wirklich, dass es Ihnen gelingt. Ich ebenfalls. Ich ebenfalls. Was Horn nicht warum? Ein wildes Saurier-Jungtier. Absolut erstaunlich. Und kein alltäglicher Anblick heutzutage. Es ist ein hirnzermarterndes Rätsel, wie seine jetzigen Erfahrungen ihn prägen werden. Wird seine Zukunft friedlich sein? Chaotisch? Ich vermute, der entscheidende Faktor sind Sie. Uiuiui. Was für ein schöner junger Saurier. Können wir ihn vielleicht genauer beobachten? Da, mit dem. Die Anziehungskraft von Sauriern ist eines der Dinge, die neue Besucher anlocken. Und Mann, was sorgen Jungtiere doch für Ticketverkäufe. Und gut Jungtiere. versorgte Jungtiere werden auch zu attraktiveren Ausgewachsenen werden. Aha. Jetzt muss es hier wählen. Wenn die Saurier ihr neues Gehege erkunden, beanspruchen sie gleichzeitig ein Territorium.
Aha. Innerhalb dieses Territoriums muss ihre Umgebung ihren Bedürfnissen entsprechen. Einige Saurier kommen gut mit anderen zurecht. Andere wiederum weniger. Achten Sie darauf, wer sich mit wem ein Gehege teilt. Was ist das? Komfort. Ich muss sagen, dass dieses Gehege weit von der Umgebung entfernt ist, für die diese Tiere geschaffen sind. Alles Teil der Vorführung. Das kann ich versichern. Wir verfügen über eine Reihe von ökologischen Hilfsmitteln, um dieses Gehege anzupassen. Was natürlich Priorität hat. Also, das muss ich jetzt machen. Rückzugsraum, Pflanzenfasern, Boden, 0%. Also Pflanzenfasern, Boden, das. 64%. Gut. Dann Rückzugsraum. Rückzugsraum. Hier. Rückzugsraum Weideland. Das Herzli hat, das ist auch mal nicht schlecht. Gut. Wunderbare Arbeit. Aktionen wie diese werden Ihnen sicherlich einen guten Ruf im Tierschutzsektor einbringen. Aha. Also ist noch gäbig, dass das so Herzli hermacht und man gerade weiss, was man muss bauen. Gut, das hätten wir glaube ich auch geschafft. Das tut nicht gut, tut nicht gut. Kein Grund zur Besorgnis, aber ist das Ein Sandsturm. Und er kam aus dem Nichts. typisch? Er hat auch einige unserer Zäune ruiniert. Stürme nee. wie dieser können Saurier verwunden oder in Panik versetzen. Dies ist eine heikle Situation. Jetzt muss ich sicher... Richtig. Uiuiui. Ein verängstigter Riese ist eine große Gefahr für unsere Besucher. Die Priorität muss sein, ihn mit dem Hubschrauber des Einfangteams zu betäuben. Gut. Wir können das Gehege später reparieren. Und schießen. Zielmodus AR. Enemy im Gang. Kontakt verweigert. Das ist kurz gewesen. Ach du Scheiße. Treffer verzeichnet. Brauche Bestätigung bezüglich Sturmauflösung. Verlasse den Helikopter. Wie machen das? Das Escape, hä? Noch ein mehr Escape. Ohne die richtige Infrastruktur kann kein Park funktionieren. Ah, ich Und brauche wo auch wären Wartung. wir ohne einen funktionierenden Park? Einfach zu Hause auf der Couch? Hä? Und nicht am Rand der nächsten Katastrophe? Junge, wäre das vielleicht langweilig. So, gut. Hey, gut geschossen. Was Diese muss Saurier Straße werden so machen? schnell nicht wieder aufwachen. Also haben sie sich eine Sonntag, Verschnaufpause verdient. Ah, Nun, ich bin nicht gerade geschickt im Umgang mit einem Hammer, also holen wir uns die Experten. Wir brauchen eine Wartungsanlage. Am Ja. besten gestern. da, bauen. Jede platzierte Anlage muss mit unserem Wegenetz verbunden sein. Also raus Die da und reparieren Sie Steuerung alles, eines was Sie können. Wartungsteams. Okay. So. Da. Direkte Steuerung. Oh je. Was ein Schießquad. Wissen Sie, Dr. Dua, Dr. Also das ist Malcolm, Panik, Ihre Empfehlungen würden wirklich zu Buche schlagen. Wir brauchen die Unterstützung des Tierschutzsektors, wenn wir ernst genommen werden wollen. Ohne sie geht das Ding unter.
Zusammen mit dem Rest meines Geldes Bauen, reparieren. und meiner Selbstachtung. Als John Hammond mich und die anderen in den Jurassic Park brachte, hat er etwas Ähnliches gesagt. Ich könnte meinen Bericht von damals hervorkramen, aber dann müsste ich ihn auf den neuesten Stand bringen. Mit Ohs und Ahs und Geschrei und Herumgerenne, solchen Sachen. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für dieses Gespräch ist, Mr. Finch. Konzentrieren wir uns für den Moment auf die anstehende Aufgabe. Ja, ja. Juhu! Reparaturanfrage erhalten. Ich übernehme jetzt. Ja, ist gut. Eine Passt. gründliche und effiziente Reihe von Reparaturen. Beeindruckende Arbeit. Wie verlange ich Jetzt, da das Gehege repariert ist, können wir die Saurier wieder hineintransportieren. Saurier Beim auswählen. Sauriertransport wird zuerst das zu transportierende Tier ausgewählt und dann sein Bestimmungsort. Ja, aber ich muss da noch... Ah, ich bin da schon draußen. Da. So, also Sauriertransport. Wo müssen die her? Daher, hä? Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Verspätet. Der Sturm hätte den Park zerreißen oder die Saurier verletzen können. Wir hatten Glück. Aber Glück ist endlich. Keine Sorge. Ich habe schon vor Wochen Vorbereitungen für derartige Fälle empfohlen. Und die haben wir getroffen, nicht wahr, Mr. Finch? Nun, die Aufgabenliste war recht lang. Und woher sollte ich wissen, dass uns ein... Zeigen wir besser nicht mit dem Finger auf andere. Besonders nicht auf mich. Ist vielleicht etwas viel verlangt, aber Dr. Malcolm, könnten Sie die ganze Sache mit dem Ausbruch womöglich ignorieren? Oh je, da verlangen Sie aber ganz schön viel von mir. Okay, vielleicht nicht ignorieren, aber sich darauf konzentrieren, wie gut wir damit umgegangen sind. Nein? Na gut. Doch, doch. Ah, und da den Schwanz da. Bestätige Produktzustände. Produkt zugestellt. Ja, die verwachen gerade. Wir sollten überall auf dem Gelände ein paar Wartungsposten aufstellen. So können Ihre Wartungsteams mit Geländefahrzeugen patrouillieren und den Park automatisch instand halten. Wartungsposten. Der Rinderrad ist... Okay. Da ist jetzt Wartungsposten, Gebäude. Ihre Wartungsposten sollten alle Gebäude und Stromgeneratoren abdecken, um sie zu reparieren, aufzutanken oder mit Nachschub zu versorgen. Diese Posten haben auch eine größere Reichweite und alle Zäune, die in diesem Bereich beschädigt werden, werden automatisch repariert. Ah, könnten wir das so machen, hä? So. Was ist das? Das muss man noch bauen. Muss wieder halt mehrere Sachen bauen. Da. Und da noch eins bauen, hä? Nachdem Sie die Wartungsposten platziert haben, können Sie jedem Posten direkt ein Wartungsteam zuweisen.
Wartungsteam. Aber ja, so eine Wartungsteams. Ist das Wartungsteam? Wo ist das Wartungsteam da? Befehle, Aufgabe hinzufügen. Halte Augen nach Arbeit offen. Aufgabe erhalten. Kein Problem. Gut. Ich habe die Ankunft weiterer Saurier veranlasst. Sie hatten es schwer in der angrenzenden Wüste. Hier können wir ihnen ein besseres Leben bieten. Korytosaurier? Die kommen ganz wunderbar mit Lokiceratops aus. Ha, Also bringen Sie sie bitte im selben Gehege unter. Die Nachbildung natürlicher, abwechslungsreicher Ökosysteme sollte immer hohe Priorität haben. Gut, gut. Sie sind der Boss. Bis Sie sagen, dass Sie uns unterstützen, dann bin ich wieder dran. Das war nur ein Scherz. Mehr oder weniger. Ja. Glaub schon, oder? Ah, jetzt gehe ich so zu der Lokiceratops. Dieser Ort entwickelt sich schneller, als ich erwartet habe. Das ist der Vorteil, wenn man den richtigen Parkmanager einstellt, was? Nehmen Sie sich doch mal einen Moment Zeit und sehen Sie sich das bislang Erreichte an. Diese Anlage ist unser ganz eigenes Fenster ins prähistorische Montana. Diplodocus? Check. Lokiceratops? Erledigt. Corythosaurus? Nun, ans Werk. Ah, jetzt kann man die da. Muss ich drücken? Das sind aber puffige, herzige. Liebe Gäste, wir sind hocherfreut, einen Korytosaurus. Lieferung erfolgreich. Jetzt sollten wir dafür sorgen, dass diese Saurier ihr neues Zuhause auch lieben. Ich meine, das tun sie sicher, aber ich halte mich für einen guten Gastgeber. Zumindest für einen ganz passablen. Das ginge durchaus noch besser. Den optimalen Komfort zwischen verschiedenen Arten sicherzustellen, ist nicht leicht, aber den Aufwand wert. Weideland. Masse ist 104%. Zu wenig erwachsene Männchen. Okay, und jetzt? Kann ich nicht beeinflussen. Zu wenig Pflanzenfasern. Zu wenig Pflanzenfasern im Boden. Pflanzenfasern im Boden. Ist jetzt besser? Zwei Umweltprobleme, was sind die? Rückzugsraum. Das ist gut da vor dem Ding, so ein Keg. Sumpf. Was Sumpf? Gras.
Geht es nur mir so oder sehen diese Saurier nicht so glücklich aus wie die Lokiceratops? Wie viele Arten benötigen auch sie Männchen in der Herde, um wirklich zu gedeihen. Leider sind männliche Saurier in freier Wildbahn eher selten. Da können wir nicht viel tun. Vielleicht passt das denen nicht gut zum Tierschutzsektor. Ihre Arbeit ist inspirierend, aber die Saurier brauchen etwas Außergewöhnliches, wenn sie in der Wildnis Fuß fassen sollen. Die Saurier können sich nicht schnell genug anpassen, um sich selbst fortzupflanzen. Der Lauf der Natur bemüht sich um eine Korrektur. Wir können nicht gegen die Natur ankämpfen. Aber wir könnten damit arbeiten. Ich kenne eine Forschungsstation, die nicht nur die Synthese von männlichen Sauriern entwickelt, sondern auch nachhaltige Zuchtprogramme. Wenn du das unterstützen willst, schlage ich vor, dass wir uns alle sofort dorthin begeben. Nur um sicher zu gehen. Wir kommen hierher zurück, oder? Oh, das müssen wir. Wenn diese Forschung erfolgreich ist, müssen wir zurückkehren, um männliche Saurier in diesen Herden wieder anzusiedeln. Gut, meine Koffer sind gepackt. Also, los geht's! Öffne die Weltkarte. Neue Anlage verfügbar. Kauf. Du insgesamt Sterne verdienst, wenn du auf jedem Sektor erlangst, Anlageziele in Nordamerika erreichst. Okay. Was muss ich jetzt machen? Das Video abschließen. Das ist jetzt auch quasi das Tutorial gewesen. In dem Fall, danke doch vielmals für zuzuschauen. Das ist, würde ich mal die erste Mission sagen, von Jurassic World Evolution 3. Und wenn ich das nächste Mal Zeit habe, geht es hier weiter.